einem harten Willkommen wie... Party, Platt und Plüschmos. Oh, das ist Assmusik in meinen Ohren. Oh, Hilka. War nicht lang Puss hat, ne? Ja, mir habt auch Lüd all gefragt, was ist denn mit Joe? Könnt ihr doch nicht mehr liegen? Ei, 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 Ja, ei, ei. ja, ai, ai, ai. Ja, Wie was immer du gesagt, ging? ich hab im Betten schlecht gewähten. Wir habt ja auch so gar nichts ankündigt, dass das nur längere Puss wart. Und nur ist das irgendwie so kommen, dass ja der hele Sommer dann Sommerpuss wähn ist. Ja, engs sieht März. Ja, langer Ja, Sommer. ah. Ja, aber ich weiß nicht, ich so gar nicht richtig passt. Also du bist der hellen Sommer unterwegs, Silvester. Ich wäre ja auch mega stresst. Ja, du hast ja auch all. Oh, was wäre das denn? Arbeit. Aha, Hilka. Ähm, ja, da könnt ihr auch sehen, ich habe auch mega Stress hat. Ich habe ja auch seit morgen eigentlich kein Video mehr aufgenommen. Passt gar nicht. Ja. Ja, aber nee, wie mir wäre auch so viel los, viel Schönes, aber eben auch viel Stress. Und da hätte er dann ab und an bloß noch, wenn überhaupt mal für Stories langt. Da hätte mir auch Ja, mal. und das ist dann auch so das Erste, was einfach achtern Dollkippen deit, die Content-Produktion für Social Media. Das hab wir in der Social Media Folge auch vertellt. Das ist einfach bannig viel Arbeit, du achtern. Gerade du mit den Videos, du machst ja auch richtig, richtig viel Arbeit. Und Ja, dann, ja. ja, ist das schwer, Ich, du die Kapazitäten für finden. ja, bei der habe ich damals noch mal gesagt, ich glaube, so was mit allem Recherche und so was und dann Sneeden und so was brauche ich so 4 Stunden, bis so ein Video fertig ist. So 60 Ja. Sekunden. Ja, Ja, ja. Ah, das ist ja. schon fail. Das ist fail. Wenn Sie mehr, liebe Tauhörer, über use Main von Social Media und was wieder mit so Markt beten möchte, ich verlinke euch die Folge nochmal. Ah, perfekt. Genau. Und hast du so eine Top 3 von den schönsten Sorten, die du im Sommer mockt hast? Ja, ich habe viel Blumenkauken gebacken und Mm. ich habe Das ist doch ein, das Taukom ja, Video, würde ich mal ja. sagen. Oh, ja, ich muss unbedingt mal wieder was backen. Ich habe so viele schöne Rezepte und auch so Ja. viele spannende Wörter sind irgendwie, ja, vorkommen. Dann muss ich unbedingt mal was machen, wenn ich mal Tiet habe. Ja, das ist Ja. das Problem. Denn, ja, aber du hast ja gefragt, was ich schön noch mag. Ich habe ein Shop unterlegen, Teil 20er renoviert, ob Arbeit. Oh, wow. Mhm, richtig schön. Das ist ein Shop von meinen Urgroßeltern. Und ja, da habe ich die Ole Farbe runtergeholt und das hätte allein das Abschließen hätte 8 Stunden dauert. Oh nein, krass. Ja, das wäre heftig. Das wäre richtig heftig. Und ja, wenn sie sagt, oh, warum hast du nicht eine Schleifmaschine nutzt? Heftig. Ich habe voll Oh die shit. krasse Schleifmaschine nutzt und das wär so krasse Farbe darauf. Boah, Alter. Ja. Und Ja, ist er nu schwatt worden? Ist er komplett im nee, schwatt? nee, Ah, nee, Witt. Witt, okay. Witt. Schick. Ich hab ein Witt anmalt, so kommt auch besser so diese Schnitterei, so diesen Holzschnitt kommt dann besser gut. Ja, schön. Ich finde auf jeden Fall richtig schön, dass du was old, weil wir dann bei neues Leben in Hauken deist. Ja, ach, das wäre auch richtig schön. Ich brauche nur noch nie Beschläg. Hättet so Beschläg? Ja, so, ne, wo du so einen Slödel stecken da ist. Ja, ja. Ja. So was brauche ich noch, weil die Ohlen Originalbeschläge, die wären echt rot. Und nur habe ich bloß noch den Slödel abhaben und da brauche ich noch mal nie Beschläg. Und dann war das schick. Gaut. Cool. Ja, richtig, richtig schön. So, was Okay, und wäre Top 1? Top 1? Top 1, was wäre denn Top 1? Das ist noch gar nicht so liegt. Du, Ich meine, das ist schwur. Weißt du, was ich dachte, was du ja, sofort singen deist? Das na, Mira Luna, dachte ich. ach, das wäre richtig schön. Aber das ist so extra, ne? Das ist so, Ah, okay, also out of ranking.
Out of ranking, out of ranking. Ja, aber das wäre so schön, das mit ihrer Luna. Oh, da muss ich auch nochmal über vertellen, weil ich habe da so ein krasses Konzert mir ankeken. Wow, damit wir dann unser Festivals-Special übermarken. Ja, von dit Jahr. Ja, um jeden Ja, Fall. ja, Ja, das war ja nur also auf 3 Mal ist da Tradition, 2 Mal haben wir ja all morgt. Ja, dann muss ja, das auf jeden Fall nochmal kommen, nu. ja. Und auch versprochen, dit Jahr. Das Jahr noch, ja. Ja, ich glaube, die Folge hier, die haut wie richtig fix ruht. Ja, auf jeden Fall. Wir sind nur hammer motiviert. Richtig. Nee, ich glaube, das dritte war richtig schön, weil ich war echt in hele Weg in Kiel. Ich bin ja gerne in Kiel an der Ostsee und da Weg auch echt super Wetter hat. Und bin an fast jeden Tag an Strande West und have Softies äten und Fischbrötchen und ich habe das richtig genoten. Also diese Weg in Kiel wäre richtig klasse. Ich glaube, das wäre mein Highlight. Schön, so richtig nipp und de Freitag genähten. Und im Sommer Ja. dann ja auch, ne? Ja, Auf jeden schön. Fall. Oh, das wäre richtig schön. Richtig schön. So, Genau. so BD, ist das ja, Festivals sind ja auch gut auf Ranking, aber was wäre denn die Highlight? Ja, ich muss sagen, so, wenn man die Festivals gut nimmt, da war ja ein Bannig fehl. Ich will just einen lütschen Teaser. Also, ich habe ob dem Wacken Hore flechtet oder mehr Bärte als Hor. Dann wäre ich werde ob den Indien und Goa, so Indian Spirit und die ganzen Goa-Bums und bin da werde wilde DJs feiert, habe wilde Socken belebt mit denen. Und ich glaube, das beste Festival das Jahr war das Pangea-Festival, wo ich werde plattdeutsche Meditation und plattdeutsche Yoga gegeben habe. Aber das dann in eine Top kommen Volk. Und sonst wären meine Top 3. Also Platz Nummer 3 war zeigen Yoga. Ich habe mit der Landjugend also eigens war das Kata-Yoga. Wir haben gesagt so, okay, die Landjugendlichen, die haben da ein heiles Wochenende an der 11 mockt. Und wir könnt ja am besten Yoga auf Plattdeutsch morgen. Und will das halt ziemlich freu wäre. Und jeder von uns kennt Landjugendcamps. Also, das geht so wird von feucht-fröhlich total Sorg. Hat wie gesagt, habt, okay, wie mockt Kata-Yoga. Und dann hat der Sönke, der Veranstalter, der mit mir organisiert hat, gesagt, ja, wir können noch zeigen. Wäre ja witzig, wenn wir die zeigen, du einfach so betten rumlopen, Lord. Und ich so, ja, was für eine coole Idee, auf jeden Fall. Und so habe ich will mal sagen, das allererste Mal auf der hellen Air, auf der hellen Welt, Ziegen-Yoga auf Plattdeutsch mockt. Da war ich so witzig. Ja, also das war richtig, richtig cool. Dann, Platz Nummer 2, ich bin in Friesland gewesen, in den Niederlanden. Und das war so ein schöner Urlaub. Also, ja, ich könnte total die Seele baumeln lassen. Ich bin total zur Ruhe gekommen. Da war nicht schön. Und die Niederländer sind so nett. Die sind einfach so nett und freundlich. Die sagt, ihr müsst so leiftalig, hoi, 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 hoi. Oh, ich habe mich richtig wohlfühlt. Und wir hatten ein little Tiny House direkt in der Natur, am Kanal. Also, das war schon Premium. Das war richtig cool. Und ansonsten, ich glaube, meine Top 1 wäre. Ich lebe hier gerade, also ich habe ja meine allererste eigene Wohnung. Und ich Ja, zelebriere diese. Gratulation nochmal. Danke, Gratulation. danke. Danke. Das fühlt sich ganz komisch an. Also für alle, die nur näherin hört, ich habe in den verleden 3 Jahren in meinem Van gelebt, also in der Lissy. Und bin Fulltid mit der Lissy rumreist. Und habe nur über den Jahreswechsel so gedacht, so, ja, ich glaube, ich möchte beten dichter bei meiner Familie und bei meinen Freunden werden sie werden. Ich möchte beten setteln, beten zur Ruhe kommen. Ja, und von daher habe ich nur meine allererste eigene Wohnung. Vorher habe ich nur in WGs gelebt oder in der Lissy. Und nun zelebriere ich so all die ersten Male. Der ersten Mal habe ich auch noch schon mal eine Folge gemacht. Ja, Und für mich gibt das ja nur so das erste Mal Wäsche waschen in der eigenen ersten Waschmaschine und all so eine Sorgen. Und ich kann mich mal ganz inrichten und ich lebe das so bannig. Das ist, glaube ich, mein Top 1 vom Sommervan, der Umzug in mein erst eigen Wohn. krass. Ich muss mal Ja. überlegen, wo wir irgendwo ich all. Ha. Und vor allem wo überall? Du hast ja schon mal Ja, überall gelebt in Norddeutschland, ne? ja. Und Portugal. Und Portugal, richtig. Ja, aber vor allem in Norddeutschland. Ich
Glöf, bloß in Mecklenburg habe ich noch nicht gelebt. Da habe ich noch nicht gewohnt. Kann ja noch kommen. Was sagt ihr? Ich wollte gerade sagen, was sagt ihr den Mecklenburger Tau? Kevin hat da ja sowieso an Wismar und Mecklenburg verloren. Von woher? Liebe Mecklenburger, schön Lisa und ich in WG in Mecklenburg gründen. Eine Platt-WG oder ein Platt-Café, das würde ich auch schön finden. Dann kannst du wieder Kauken backen und ich setze mich da hin und schnack und mocken einen Kaff. Ja, Das wäre auch schön. Du kannst Kaffee machen, das ist gut. Ja, da krieg ich hin. Super, klasse. Ja, also ich würde sagen, wir geht in Fall us Sommer Gaut rumkriegen. Und nu aber, die Folge scheint ja nicht nur darum gehen, was wir im Sommer mockt habt, denn du hast ja sicher auch viel Sport dreven im Sommer, oder? Ja, na klar. Das ist ja auch so ein Betten, fast so ein Revival, denn wir haben ja nipp und nau für ein Jahr mit uns Burpee Challenge anfangen. Ja, genau. So, und wie mag nu kein Burpee Challenge mit Joe? Also, ich möchte nicht bang werden. Aber ja, wie mag wer über Sport schnacken? Und ja, ich mag, ja, sieht ein Jahr auch noch Pole Dance. Das macht mir schon war nicht viel Spaß. Hab ja auch all überschnackt. Ich hab auch wieder mit Lopen anfangen. Richtig, richtig cool. Macht mir auch mega Spaß. Kannst du die da so richtig tau motivieren? Das war bei Ja. mir am Anfang so schwor, wie, mir war das tau langweilig. Ja, das ist schwor. Ich bin nur auch über 10 Jahre gar nicht lopen. Weil bei mir ist das so, ich brauche eine gute Route. Ja, ja. Ne? So ein Lob eigens brauche ich, den ich gut loben kann. Und ich habe da, ja, da muss ich vielleicht auch nochmal tau sagen, ich bin umgetrocken. Ich wohne nicht mehr in Hamburg. Und das habe ich auch nicht Viel verstanden. passiert ist im Sommer. Ja, Viel ja. passiert, ja. Ja, tschüss Hamburg. Ja, und in Hamburg, da habe ich kein guten Lob hat, würde ich sagen. Also, und da habe ich doch kein Freit anhat. Und dann bin ich, Ja, da kann ich mir vorstellen. ja, und da bin ich über 10 Jahre nicht loben. Und dann bist du umtogen, hast den Wald für die Tür sehen, hast dich so, nu gold los? Oder wie käme das dann? Ja, so ungefähr. Also, würde ich sagen, ich glaube, ja, das wäre so ein Betten, dass ich dachte, oh, so Pole ist cool, macht mir mega Spaß, aber ich brauche noch mehr. Und gerade passt das auch so auch in mein Leben, muss ich sagen. Ja. Also ich bin viel unterwegs und dann so so ein fasten Sportkurs, der mehr als einmal in der Weg ist, das passt nicht für mich Ja. dort. Und so mit Rückschau, das ist so, ja, die kann ich mitnehmen oder dann einfach, wenn ich morgens unter Bett hucke, fix was äten. Also ich kann nicht ohne was zu äten lopen, ich muss im Bett unbedingt. Vielleicht noch einen Kaffee trinken, rennen in den Lobshow und dann ruht. Ja. So, Ja, das Beste. Und dann ist der Kopf so frei für den Tag. Du hast etwas scharf, du bist zufrieden mit die. ja. Aber ich brauche natürlich auch gute Musik auf die Ohren. Chlor. Ja. Also den brauche ich dafür. Ja, also mit Lopen werde ich wieder anfangen. Das und Krafttraining mag ich auch wieder mehr. Da habe ich auch viel Schön. lang nicht gemacht. So, ja, du hast aber auch viel Sport gemacht. Na klar, Lisa, Sporty Lisa. Ja, ich muss ja noch total sagen, Sport ist ja auch Teil von meinem Job. Also von daher, ja. Ich mag noch viel. Ich schaffe das nur endlich wieder Town MMA, also Town Boxen und Schlagen und so. Da komme ich nur endlich wieder hin. Dadurch, dass ich im Sommer einfach so viel unterwegs bin, habe ich das einfach nicht geschafft. So als BD, so einen fasten Trainingstermin in der Weg, kündigt du einfach, oder fair Ort dann, kündigt nicht vornehmen. Und nu will ich endlich wieder durch. Und ach, das macht so einen Spaß. Das ist einfach, der heile Lief ist so, ja, du buchst den heilen Lief und du bist so im Moment und du füllst nur die und bist so konzentriert auf den Gegner. Ich liebe diesen Sport, wirklich. Ja. Ja, ja. Und sonst natürlich Yoga, weil das ist wie so Astin Lopen.
ich brauche nur meine Matt und kann das überall morgen. Und es ist so schön, die Sonne schien, die Vögel zwitschert und der Kat lübt hier rum, der Hund lobt rum und dann kann ich dazwischen einfach Yoga morgen und super gut spannen. Schön. Klasse. Ja. Ja. Und ich habe mich nämlich auch gefragt, hey, hast du noch mal so eine Sportart, wo das denn ja nur so langsam um Malle-Sportarten gehen schall, der du unbedingt noch mal probieren möchtest? Ja, da sind wir Ja. mitten im Thema. Ja. Ja, ich habe einen Sport gefunden. Das war so ein Bettentaufall. Ich habe gedacht, was ist das denn? Das gibt es denn nicht. Man muss tau sagen, ich dance für mein Leben gern. Also, ich Ja. lebe tau dancen. Was ich aber gar nicht gern mag, ist Faustball. Ja. Ja, also ich bin bang für Ball, so allgemein. Und das ist Spiel, ja, jede Idee das spielt, das ist super. Und das ist viel Hobby von viele von Joe, ich weiß das, aber ach nee, ich glaube so Football, aber auch Handball und sowas. Das ist nicht mein Sport. Basketball ist nicht mein. Kicke ich mir auch nicht gern an. Aber ich verstehe, wenn ihn da verbrannt. Das ist okay. Aber nu habe ich was sehen, das Tanzen und Football verbindet. Nein. Ach, Doch, was? ja, und das Wie heißt heißt das? Disco Foot. Nein, das ist ja witzig. Ja, Disco-Foot. ja. Okay. Und dann, Vier. das ist mega, mega geil. Ähm, also das ist so, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wo viele Lühe in ein Team sind. Ich glaube so Söss oder so. Und eigens ist das gut Frankreich kommen und ist so ja, entwickelt worden von einer Ballettgruppe. Und die Aufgabe ist eben, du spielst Football, aber du musst die hele Zeit dabei tanzen. Oh, mega. Ja, und also ich mag ja beruflich was mit Foutballers und ich weiß, wo stiff deren Hüfte ist. Ja. Du hast nicht viel mit Tanzen. Und das ist mega witzig. Und ich habe halt das Video sehen, wo da eben so eine Balletttruppe eben ja, Football spielt und da wie Pliés morgt oder ja, so Hebefiguren und also. Ich habe das so affiert. Stark. Und das gibt dann eben nicht nur, das gibt dann eben ein Jury und nicht bloß die Tore zählt, nämlich, sondern eben auch, wo kreativ du danst und wo viele ja, Figuren du inbringst. Nein, das ist ja geil. Okay, Ja. habe ich noch nie nicht gehört, nicht meine Recherche nur von. Wie witzig. Okay, das wirst du mal probieren wollen. Ja, das würde ich mega gern machen, denn ne, du musst dann eben auch mit U-Druck tanzen und du musst dich mit der Musik bewegen und den Style muss passen und Team Spirit auch noch, dass du dann eben auch mit den Lüe zusammen tanzt. Und ich finde, das ist mega geil. Und nur stell dir mal vor, so in ein crowded Footballstadion mit wenigen ich 20.000 Lüe bin und dann ist da so eine Disco-Foot-Mannschaft. Mega. Okay, ich Also bin nur Fan. ja, und dann ist es nicht hier mit Brüllen und alles auf der Tribüne, sondern die Leute, die tanzt dann auch. Ja, stark. Ja, cool. Ja, so kann das Also, auch gehen. ja, also das würde ich mega, mega cool finden. Das würde ich gerne mal gut probieren. Stark. Ja, witzig. Ich habe so einfach noch gedacht, als ich so dachte, okay, was möchte ich noch mal probieren? Also ich möchte schon noch viel, aber witzigerweise, wie ich freue mit meinem Bruder, heil viel WWE käken. Kennst du das noch? Was ist denn das? Ja, WWE ist Wrestling. Da gäbe das doch Freue im Fernsehen, gäbe das diese Ah, Wrestling-Geschichten, The Undertaker gegen Batista und Rey ah Mysterio und all so ein ja. Shit. Ja, und das war genau der Tit, wo Tess und ich dann halt so Betten Fernsehen, abends noch so Betten Fernsehen gucken und dann kam halt Jürgens WWE. Und dann hab ich das immer noch wrestelt. Und von daher habe ich mir gedacht, wäre eigentlich ganz witzig, mal Wrestling nochmal unterprobieren. Ich weiß nicht, ob ich dort der richtige Typ für bin, aber so eine Schnupperstunde Wrestling würde ich gerne mal morgen. Aber ich glaube, das ist geil. Das ist ja irgendein Schauspiel, ne?
Ja, genau. Aber früher gäbe es ja noch kein Internet, dass ich das käken habe. Und da habe ich gedacht, ich weiß schon immer so ein Betten so, also, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich real ist, aber da gäbe es ja nicht das Internet. Von daher, als Kind habe ich das gelöft, dass das da wirklich so ist. Und da war ich schon baff. Da gibt es, also, das würde ich gern sehen, wo du wrestelst, da in diesem, Wrestling, ja. ja, in diesem Käfig dann und dann so mit so einem Luden, wenn du so ludet kriechen darf und diesen Thun runterjumpen deist. Ja, genau. Ich brauche noch einen bösen Norm, irgendwie Bullaballa oder sowas. brauch ich noch. Ja, Eine Maske. Bulla Balla Lisa. Und dann guckst du noch so den Song, wenn du inlopen deist. Ja, oh ja. War richtig episch, das brauche ich dann. Und dann kann er losgehen. Ja, dann buchst du auch noch so eine Geschichte, die du als Plattbox hast. Ja, 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 ja. Nicht nur Und so, boxt, ich habe sehr ute Nonne genommen. ja, und dann hast du, ist das nicht auch so, dass jeder Wrestler so sie einen Special Move hat? Ja, ja, absolut. Dann buchst du auch noch den Special Bulla Balla Lisa Move. Ja, da muss ich noch mal ein bisschen näher drüber nachdenken und dann kicke ich mal an den der, wenn ich das dann morgen. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier noch irgendwo Wrestling-Vereine gäben, da so weiß ich wirklich gar nichts. Aber als ich so nachdachte, denke ich so, ja, will ich mal probieren. Ich kann mich erinnern, dass in der Schaul gäbe das eine Wrestling-AG bei uns. Da habt ihr Jungs den Echt? wrestelt, ja. Nee, witzig. Okay. Okay. Ich habe mir gedacht, wie kommt wieder cool rein? Und bevor wir nur eins vertellt und so, Hilka, hast du mal Bock auf ein Cottage-Spiel? Na klar. Na klar. Die Motivation kommt mit Tommy Röwe. Ja. Also, ich sag die eine malle Sportart und du musst kicken, ob das wirklich eine Sportart ist oder ob ich mir die einfach nur gedacht habe. Oh Ja? Gott, ja, okay. Mhm. Okay, Hilka. Ist Käserollen, ist das eine Sportart? Ja, ja, das habe ich all sehen, das macht ihr in Ah, Schottland, ne? ja. Okay, dann weiter einfach. Dann, eine Worte Rugby spielen. Unerwarter Rugby. Also Rugby werde ich nicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Hockey habe ich mal gehört, aber Rugby werde ich nicht. Okay. Eine Worte Rugby gibt das wirklich. Ach, Da mockt ihr echt? in den Ball mit eine Salzlake rein, damit die halt in der Worte blieben da. Ja, und dann spielt ihr in der Worte Rugby. Teil Ja. mal. Aber dann tut das auch nicht so weh, wenn die sich so anrumpelt. Ja, das ist eigentlich ganz pleatschmockt. Absolut. Ja, dann so das ist Ähm, Rugby mega, ja. mega brutal. Ja, absolut. Ja, ist ein von den krassesten Sportarten. Ich habe wirklich mal so ein Beten gibt das so ein Ranking von, was sind die hatsten oder die mit den meisten Verletzungen, mit den dünnsten Verletzungen. Und gerade Rugby und, ja genau, Rugby. Rugby, Volleyball, MMA, das ist halt so das mit den meisten und schlimmsten Verletzungen. Und vor allem natürlich auch Eishockey. Und Handball auch, oder? Ich höre Jimmys Blut von Lühe, die Handball sich alles verdreht hat. Ja, Handball ist nicht ganz so dull in dem Ranking wählen, auf jeden Fall. Aber ja, Okay. Handball ist auch ein ziemlich körperlicher Sport. Okay, dann machen wir doch mal wieder mit Hockey ob ein Einrad. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gibt ja Ja, gibt's da Polo. wirklich. Ja, okay. Polo. Genau, genau. Open Pferd gibt da ja auch, genau. Dann Wettrennen mit einem Stufsoger oder mit einem Hulbessen. Nee, das ist blöd. Ja, da habe ich mir gedacht. Das ist dann der Fußfrühsport oder was? Oder ist Oh, das ich dann dachte, so, da vielleicht sogar mit drin passt. So ja, hexenmäßig habe ich gedacht. okay, oder ist das dann ein Wettrennen mit so einem Roboter? Und Hulwissen. das wäre auch witzig. Das wäre richtig witzig. Diese lütschen runden Dinge, ne? Ja, Ja. Nee, habe ich mir gedacht, das ist Schmarrn. Dann Schachboxen. Die Verbindung mit Schach und Boxen. Ist das eine Sportart? wo soll das denn funktionieren? Also sagst du nee? Ja, wenn ich einen Hut schmieden hef von meinen Gegner, von den Figuren, dürfte ich mir einen ob die Fresse hauen oder was?
Also so stelle ich mir das nur vor. Ja, also sagst du, Gift hat nicht oder Gift hat so malle Typen, der dann mockt? Nee, das gibt das nicht. Doch, Schachboxen Gift hat tatsächlich. Ach, was? Ja, total witzig. Das ist aber wirklich so, der mockt ein Tuch und dann noch eine Runde im Boxring. Und ihr könnt entweder gewinnen, wenn sie Schach gewinnt oder wenn sie den Gegner K.O. haut. Oh, dann wart ein aber über die Team immer schlechter, oder? Ja, oder halt weniger. Ja, ja, stimmt, du kannst gar nicht mehr so gut denken. Stimmt, Herr Wicker, wenn du so viel Umwürz kriegst. Ja, und ich glaube auch, diese Boxer, die haben auch ein krasses Demenzrisiko. Ja, das ist so aus der Eishockeyspieles. Das ist richtig böse, weil ihr so viel Schleudertrauma habt. Ja, ja. Aber Okay. schönere Thema, letzte Sportart. Karten fangen. Giftet das oder nicht? Kattenfang. Ja. Das du, ich kenne bloß Swinefangen. Ne, dass du so einen Faken Ja. da hast, so in so einen Turm. Ja. Und dann musst du das Faken fangen. Das kenne ich Ja. noch von Dörpen. Ja, genau, das ist so richtig schöne Dirt. So als Kau-Bingo. Das ist so Schwienfangen-like. Okay, meinst du Kattenfangen giftet? Nee. Nee, stimmt, hab ich mir gedacht. Ja. Okay, bis Scout der ich komme. Okay. Okay. Aber wo du mit diese Käserollen anfangen hast, die Schotten, die habt ja echt viele malle Sportarten. Ja. Hast du das mitkriegen? Die mockt ja immer diese Highland Games, wo die dann große Holzpellen schlüdert. Ich hab da mal ein paar Reels von sehen, das sind so mal gut. Auch wenn die Frunslüdern mockt. Wahnsinn. Ich frage mich, wo kriegt ihr denn das ein Holzpal eigens stemmt? Ja, krass, oder? Technik, Seka 1 Technik. Säcker. Oder auch, dass ihr dann so, ich glaube, so riesige Steine anheben müsst. Ja, So ja. richtige Brocken. Und einen habe ich auch gesehen, das wäre auch mal witzig, so ein Pärchen-Move, wenn ich mal so ein Betten was mit John Levson zusammen mag. Freundin oder Ehefrau rennen. Ja, das hab ich auch gesehen. Das ist hier so witzig. Und weißt du, was der Gewinner kriegen deit? Na? Der kriegt das Gewicht von der Fru as Beie. Mega witzig. Okay, dann musst du dich aber überlegen, ist das dann in ein Fat oder in Kasten mit Buddels? Dann wirkt ja, schon muss sagen, weder das Fat. Oh, definitiv. Ach ja. Ja, ich hab die Bilder davon sehen. Mega witzig. Ja, wie kommt man da auf? Aber ich glaube, das ist in Finnland, oder? Und nicht in Schottland. Ist das, oh, das kann auch werden. Das kann auch werden. Weil das in Finnland ist, die sind ja auch so mal. Die Finnen. Ja, ja. Das passiert, wenn der helle Dach duster ist. Du kannst ja ein Lied von singen. Ja. Sind die in Island auch mal Sportarten über den Weg laufen? Nicht so richtig. Die Isländer wollen da echt einen beten Brav. Halt viel mit Skifeuern und Snowboardfeuern und ganz viel Foutball spielen und Tennis ist nur kommen. Die können halt irgendwie nicht so viel Buden mocken. Das ist so ein betender Ding. Ja. Oder was ich ganz viel mockt habe, auch Downhill BMX. Das war cool. Das hat doch auch Spaß an. Downhill BMX. Boah, krass. Aber dann hast du ja mega Speed up und musst dann da einen Berg runterkajolen. Ja, ist echt nicht ohne. Also gefährlich ist das. Aber der habt doch Spaß an. Das ist wieder der Punkt, die sind irgendwie mal, die da werfen. Ich glaube, anders kannst du das da aber auch nicht gut holen. Wenn das Nee, so nee, kalt nee. ist. Nee. Ja. Ich glaube, das habe ich auch mal in eine Folge vertellt, oder? Als wir da über Hexen und Töversmänner und so schnackt haben, habe ich glaube ich irgendwann in der Island vertellt. Ja. Und wo das so ist, wenn der helle Dach duster ist und wo ein dann den Dach eigentlich so erwischt hat. Ja, ja. Das weiß ich noch. Eieieiei. Nee, hier war ja die da nur wieder Kötter, aber nicht so kott. Nee, Taunglück nicht. Taunglück nicht. Du hast wie, also ich glaube, die kürzeste Dach war 3 Stunden und dann, dass du so 3 Stunden Dämmerung hast und das ist schon ein bisschen komisch. Also so der hele Leaf denkt so das ganze System so,
Nee, wie schlaubt? Wie schlaubt? Das ist Dusterbuden, Lisa. Wie mag ihr keine Arbeit? Gott nicht von Sport. Nee, wie schlaubt? Weil die Lief einfach so durcheinander ist. Ja, krass, heftig. Hm. Du, aber sag mal, Lisa, du bist ja nur Ute Heide eigens. Ja, Und der Gift hat ja auch mal Sportarten. in der Heide. Ja, vielleicht hast du das ja auch mal mitkriegen. Nur kommt die Wahrheit an Licht. Schafscher-Wettbewerbe. Ach, ja, ja, das ist so normal hier. Ja, natürlich Gift hat das, ja. Wie habt ihr aber nicht viele Heidschnucken hier? Sorry. Ja, ja, du musst ja mal ein Ja. bisschen was über vertellen. Wo läuft denn so Mm. ein Wettbewerb ab? Ja, die schert, die Schorb, ob Tiet gegen Nanne. Und die sind, also das ist echt krass, die sind so fix, du siehst richtig, da hat jeder einen Handgriff, der das sit und sit und sit, das Schorb, was dann so hinset oder hinlegt und dann was der schräg fix abschert. Und das ist Wahnsinn, mit was für eine Geschwindigkeit, der Schorb so nackig mockt und wie viele der schafft, das muss körperlich, muss das so hat werden. Und wo ist das Griebdisig die Schorpe dann selbst oder wart die anbrocht oder wo bleibt das? Boah, ich glaube, das ist unterschiedlich. Also ich kenne das, dass der gebrochen wird, aber das ist dann mehr dann um normalen Höf oder wie den Schäfers lüht. Okay. Aber sicher habt dann die, das sind ja in meisten die jetzt, denke ich mal, Kerls, die das morgt, nicht so viele Fruenslüd, die habt sicher super welke Han von das Wollfett. Ach, schön Hickert. Das erste ist, wo du dran denken da ist. Und ich denke sofort so, oh mein Gott, deren Bandscheiben, die sind doch vollkommen im Arsch. Ich denk bloß an die welken Han von der Schäfer. Ja, genau, genau. Ja. Aber gibt es denn auch einen Sport, wo du sagst, der ist für mich so mal, der will irgendwie nicht gut probieren? Ähm, ja, ich hab, das hört sich nur echt ein bisschen fies an, aber ich lebe ja Harry Potter. Das gibt nur ja aber auch Quidditch im Real Life. Ach, Und ich was? glaube, das ist ein Sport, den wir nie nicht gut probieren. Ja, der lobt dann mit den Bessen zwischen den Beinen lang. Und nee, nee, einfach nee. Also dann scheitert in meinem Kopf blieben, wie sich so der Lütche Lisa in ihrer Fantasy-Welt das Ute verstellt hat oder wie das so in den Filmen ist. Aber wenn man das dann in Realitäten ankicken deit, dann nimmt das leider hell von der Töverei. Das wird, glaube ich, nie nicht morgen. Aber wo funktioniert das denn? Weil die Bälle, die könnt ja nicht fliegen. Oder sind das dann Nee, Luftballons? nee, der schmied der sich Tau. Und hab dann halt die Bessen zwischen den Beinen. Okay. Ja, ja. Von daher hätten wir was von Hobbyhorsing, aber nee. Aber wäre Hobbyhorsing denn nicht was für die? Hobbyhorsing, witzig, wir hatten letztens erst das Thema Hobbyhorsing, da bin ich um ein Inschaulen wählen. Und der Lütsche deren, der hätte dann halt ein Hobby, also ein Steckenpferd kriegen. Und dann war ich so süß, wie wir sind der hele Tit drehen gegangen und im Renngalopp sind wir wieder nach Hus kommen. Und ich kann einfach sehen, wo viel Freit er das mockt hat. Und ich kann freue Juckensdeckenpferd hat. Und ich verstehe einfach nicht, warum das so furchtbar viel Hate aufkriegen deit. Das ist eine arme Sportart. Weil der dauert doch nur wirklich kein ein Watt tau Leide. Das sieht vielleicht ein bisschen blöd ut. Und dass man sich da Peer-Apples köpen kann und so ein Schied, ne? Das ist der Kapitalismus, das läuft immer wie sieht. Aber Moment, gerade für, du kannst dir den Pferdeschied köpen ja, ja. und dann Und schmiegst du dann der in so einen Büdel so hinter dich oder was? ja, ja, genau so. Genau so. Du gibst ja ganz viele Reels von, wo man nur den Kopf schüttelt und denkt so, ja, okay, vielleicht möchte ich auch einfach ein bisschen affig werden, dass ich aber auch lustig mag, was aber. Mein Grundpunkt ist, gerade für Lütsche Derns oder auch Wussen Derns, die sich vielleicht kein Pferd leisten können. Also, was finde ich diese Sportart total super, weil der bewegt sich. Mir ist shit egal, was der Lü mockt, Hauptsache ist, wie bewegt us, wie us fällt, how wenig am Dach bewegt. Und ob das nur mit dem Bessen zwischen den Beinen ist oder mit dem Steckenpferd zwischen den Beinen oder eine Worte Rugby oder ein Käse live durch Achter anloben, das ist wieder ganz egal. Hauptsache, wie kommt im Bewegen. Aber ja, da war nochmal mein legit Plädoyer für Hobbyhorsing, weil mir das so leid dauernd deit, dass der so viel Hass und Hetze im Internet abkriegt. Ja, das ist ein bisschen short, gerade weil das eben auch viele so Lütsche Mäken sind.
Ja, und früher habe ich min Socke, min Pferd auch und innig lebt. Ja, Und bist du dann auch so über den Thun damit huckt? klar, aber ich bin udrehen und bin da mit gestrecktem Galopp bin ich das Mauer rup und rünne rehen. Ja, irgendwie eine Fantasie wäre geil. Oh Mann. Und wie die? Hast du eine Sportart, wo du sagst, so, boah, auf gar keinen Fall? Ja, würde so Mit Schopsch. Ballsport, ja, so Ballsportarten habt ihr als schnackt. Ich, also was auch echt nix und echt so gar nix für mich, weil so Turmspringen oder Oh, Cliffdiving, ob kein oh, das ist so Fall. krass. Never, never. Also ich huck ja nicht mal von einem 3-Meter-Brett runter. Und wenn ich mir dann vorstellen soll, ich soll von so einem Klint in Meer runterhucken, ne, Ja, ne. auf gar keinen Fall. Ja, da kann ich verstehen. Da wäre auch gar nichts für mich. Ich würde mich nur natt mocken und dann wäre der Runde Gott. Ja, nee, also ich habe viel Respekt vor den Leuten, die das mockt, aber Ja. das kann ich gar nicht haben. Ne, ne. Also auf keinen Fall. Aber wo du sagst, wir müssen uns mehr bewegen, ähm, was denkst du denn über das Thema Walking Pets? Oh, Hilka, du hast mein liebstes Thema anschnackt. Ich bin ja ein riesen Fan von Walking Pads. Ich hab Silben ich bin ja ungefähr im Heimkontor und habe da mein Walking Pad und ich arbeite Bäde, wenn ich spazieren gehe dabei. Ich leif das hit und innig. Und das ist so gesund. Also für all den große Plädoyer. Eigentlich möchte ich nur noch mal hier jetzt noch mal einen Rabattcode oder so, irgendwie sowas für Walking Oh, Pads oder so ja, kriegen. Das wär so großartig, weil jeder, der mich fragen, deit, okay, was kann ich Bäde machen, wie kann ich mehr bewegen in meinen Alltag inbauen, wie kann ich vielleicht ein Bäden Kilos verlieren, all das. Ich sag dir, Miss, wenn du den hellen Tag nur sitten darfst, das ist für das schlimmste Fair us Lief, was du mocken kannst. Also, kiek, okay, wenn ich arbeite, da zum Beispiel bei Meetings, kann man wunderbar neben bei ihm beten gehen. Ich kann sogar, also, was ich mag, dass ich richtig gaut schreiben kann, mit der Tastatur schreiben kann und blanken wie einfach langsam gehen. Da muss ja nicht fix werden, du musst ja keine Kilometers afrieden. Aber bewegen. Oder findest du das nur auch affig und ich krieg nur einen Hate? Eine nee, richtige Hate-Attacke von die? nee, gar nicht. Ich habe auch mega gern ein Walking Pad. Ja. Ich muss hier bloß da noch so ein bisschen Betten diskutieren, darum jed ein Ah. Pro-Argument nehme ich Ja. gern mit. Ja, du, ich bin die ein lobendes Pro-Argument. Also, kannst mir nur mal wieder geben und dann war ich da eine Ode an den Walking Pad verteilen. Wirklich, ganz doll. Und natürlich, zuallererst kommt man sich ein Betten blöd vor und albern und so. Aber das geht so fix, dass du die daran gewöhnt hast, da das auch total sicher ist, Torgon. Du brauchst halt einen Storchschrieftisch. Und ein Mutjog nicht der hele Tit loben. Lob mal eine halbe Stunde, sit eine Stunde, lob eine halbe Stunde. Hauptsache, also das Wichtigste ist einfach, dass du im Bewegen kommst und im Bewegen bliebst. Ja, apropos Bewegen. Ja, Tanzen. 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 Hast Lust auf ein Late? Sieht lang nur Wette? Oh ja, bitte, bitte. Ja. Schön, ich hab dir einen schönen Rutzeug und du warst halt, also ich würde sagen, nur den zweiten Satz hast du da Rut. Okay. Aber ich hab mir gedacht, so eine Art von Late hab ich noch gar nicht so richtig hat. Also, für Schüttdröm, Billa und Ollen doch. Von den Wahnsinn, den ich lebt hab und was sie mir hüt secht. Hast du das gut gefunden? Okay, ich Ja. lese nochmal wieder. Ich hef tau wenig slorpen und tau viel trunken. Des März in Kopf wär mir ein Gefeul, dat ich kenn. Ich trink ob gaude Frünn, verlorene Leif, ob ole Götter und ob neue Teil. Ob den heil normalen Wahnsinn und dat wat einmal wär. Dorub dat eins tau engorn deit und ob ein neues Jahr, ob ein neues Jahr. Ist das ein Karnevalslied? Nein! Olga! Ja, ich bin schon lange Hut, Lisa. Ah, also so, ich trink ob gaude Frünn.
ob verlorene Leif und ob Ole Götter? Da fällt mir bloß Old Lang Syne in. Ah, nee, okay. Soll ich auflösen? Ja, bitte. Böse Onkels auf gute Freunde. Nee, dieser sowas kenne ich nicht. Da kennst du nicht? Oh, Hilka, da kommt auf jeden einen der Fete. So auf Glockfeie. Na, Gaut. Punkt für mich. Ja, Ach, das fühlt sich Gaut an. Ich Ja. würde sagen, diese neue, sag mal, neue Staffel war doch jüngers. Auf jeden Fall noch den Pust, das fängt schon richtig Gaut an hier. Endlich mal ein Punkt für Lisa. Okay. Ja. Go. Ja, ich muss wieder kurz drin suhlen. Ach Gott, ja. Nochmal, endlich hat Lisa auch mal einen Punkt gemacht. Und ich keine böse Onkels leider kennen. Eieiei. Okay, gut. Ich habe auch ein Lied für die mitgebracht. Und das ist ja eigens ein von meinen liebsten Loblieder. Ne, wie mag das ja sportlich. Und zwar, also ich mag das auch Lichtüt, ich mag bloß den Refrain. Ja, okay. Okay. Ich hör den hart puckern, mit der Zlan von de Bungen. O, wat doof, dat du all mit een hier bist. Solang du hier in min Arm bist, lad uns dat best ute Nacht morgen. So, als wenn wir jung dotgang würden. Da Young Von? ja, ich komme nicht drauf. Da Young von, help me, bitte. Von Kesha. Kesha, Da Young, yes. Ey, das ist ein geiler Song. Ja, das ist richtig, also den mag ich immer, wenn ich loslobe an und dann komme ich richtig auf Touren. Nice. Oh, Ja. schön. Ja, den habe ich lange nicht mehr gehört. Oh, Ja, schön. das Richtige für uns Playlist. Yes, absolut. Ja, Schön. ich glaube, da sind wir doch gut eigens. Der hat so lange Sommerpus kommen. Ja, das war jetzt, weil die Folgtown Anfang, Town warm waren. Und der Taukom folgt, das war ganz spannend. Dort war sich allen zum Bett nämlich um Hilka drein. Das Ei, ei, galt dann ei. nämlich um Kunst und Plattdütsch. Und wie das Tauchoben gehört und wie das spannend werden kann und was man damit eins morgen kann. Du habt wie nämlich die Expertin all sieht, Söm und Dörtig folgen, hier wie us im Podcast sitzen und habt ihr noch nie nicht mal verschnackt. Gut, darüber vertellt wir dann aber mehr Ende. Taukenfolg und nun, Genau. sagt wie? Macht Passt das schon. Gaut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.